Ihr Arbeitsplatz stinkt. Nadine Scheier ist Betriebsleiterin des Klärwerks in Schweinfurt. Auch sie will mit Hilfe der Sonne ein großes Problem lösen. Klärwerke sind riesige Stromfresser. Das muss sich dringend ändern oder zumindest dahingehend optimieren, weil die Abwasserreinigung bleibt essentiell. 19.000 Kubikmeter Abwasser werden hier täglich mechanisch, biologisch und chemisch gereinigt. Insgesamt gibt es rund 10.000 Klärwerke in Deutschland. Sie alle stehen vor einer Herausforderung. Seit kurzem existiert eine neue EU-Richtlinie. Die Kläranlagen müssen bis 2045 ihre benötigte Energie selbst erzeugen, also energieneutral arbeiten. Und das nur mit Erneuerbaren. Sehr schön. Die Energieneutralität von Klärwerken ist auf jeden Fall ein Aufreger gewesen unter den Kollegen, unter den anderen Klärwerksbetreibern, weil man dann große Fragezeichen hatte. Mensch, wie sollen wir das alles stemmen? Ist auch mit enormen Investitionen natürlich erstmal verbunden. Bis jetzt steht Nadine Scheiers Kläranlage gut da. Zurzeit kann sie ihren eigenen Strombedarf durch Biogas decken, das Mikroorganismen in der Kläranlage produzieren. Wird es verbrannt, kann man damit Strom erzeugen. Doch bald steigt der Bedarf. Es wird ein zusätzliches Reinigungsverfahren geben. Obwohl wir aktuell schon energieautark sind, mussten wir einfach uns Gedanken machen, jetzt schon Vorsorge zu tragen, wie können wir noch zusätzliche Energieressourcen nutzbar machen, um eben Strom zu erzeugen. Sie sucht nach klimafreundlichen Lösungen. Photovoltaik findet sie interessant. Dafür kommen nur die Flächen über den Becken in Frage. Doch die müssen für Wartungsarbeiten frei sein. Das hat mir einfach keine Ruhe gelassen, das Ergebnis. Es war auch unbefriedigend und dementsprechend habe ich einfach nochmal das Internet und verschiedene Suchmaschinen bemüht und bin auf eine ganz innovative Technik gestoßen. Und die wird in der Schweiz in Graubünden entwickelt. Gian-André Diem ist auf dem Weg zu seiner Firma DHP Technology. Sein Ziel? Eine Solaranlage, die nicht fest installiert, sondern beweglich ist. Als ich angefangen habe mit dem Projekt, habe ich tatsächlich nicht gedacht, dass es so viele Herausforderungen mit sich bringt. Eins der größten Probleme: das Gewicht der Solarpaneele. Normalerweise liegt das bei ungefähr 12 Kilogramm pro Quadratmeter. Viel zu schwer für eine freischwebende Konstruktion über einem 20 Meter breiten Klärbecken. Die Lösung? Leichte, biegsame Paneele. Die Solarzellen sind hier in eine Glasfasermatte eingebettet und mit einer spiegelfreien Folie überzogen. Diese Ultraleichtgewichte werden auf Leichtmetallrahmen gepresst. Das ganze Modul wiegt so nur 1/3 von herkömmlichen Solarpanelen. Dann das nächste Problem. Wie macht man die Module beweglich? Wir mussten viele Anläufe nehmen, bis wir den Weg gefunden haben. Und es gab auch tatsächlich ganz oft Momente, bei denen wir nicht weiter gewusst haben. Und meine Frau hat dann immer gesagt, ich weiß nicht, wie du noch schlafen kannst. Aber ich konnte trotzdem schlafen und dadurch auch auf die richtigen und wichtigen Ideen kommen, wie es eben weitergehen kann. Am Ende setzt er auf ein einfaches Prinzip, um die Solarmodule sicher und effektiv zu bewegen. Seine Mitarbeiter reihen die Photovoltaik-Leichtgewichte hintereinander auf. Am Schluss verbindet er die ganze Reihe an Solarmodulen. Die ganze Konstruktion soll sich wie eine Ziehharmonika bewegen lassen. Der erste Kunde war zum Glück sehr mutig, mit uns ein Projekt zu probieren und sich darauf einzulassen. Aber es hat schon viel Überzeugungsarbeit gebraucht. Das Leuchtturmprojekt wird zum Erfolg. Und der spricht sich herum. Als sich Nadine Scheier bei ihm meldet, überprüft er zunächst, ob ihre Anlage überhaupt für seine Erfindung in Frage kommt. Innerhalb von 12 Monaten entwickelt er eine Konstruktion für ein Klärbecken in Schweinfurt. Über 1 Million Euro investiert die Stadt Schweinfurt in Nadine Scheiers Projekt. 2300 Quadratmeter der neuartigen Solarmodule werden installiert. Heute muss im Becken darunter ein Propeller ausgetauscht werden. Jetzt muss sich das faltbare System bewähren.
Wie von Geisterhand ziehen sich die Solarmodule zusammen. Can Diems Hartnäckigkeit und Nadine Scheiers Wille, auch neue Wege zu gehen, haben sich gelohnt. Das zusammenfaltbare Solardach funktioniert. Als die Anlage dann endlich so ganz simpel, eigentlich unter 2 Minuten aufgefahren ist, haben wir gedacht, Mensch, das war jetzt der ganze Spuk, dafür haben wir so lange geplant. Und dann fährt es ganz geschmeidig über ein paar filigrane Seilzüge auf. Jetzt wird ersichtlich, warum es hier keine fest installierten Solarpaneele geben kann. Nur mit den faltbaren Paneelen wird der Weg frei für den Kran. Nach getaner Arbeit ist das Solardach auch wieder ruckzuck auseinandergefaltet. Die Erfindung aus der Schweiz erfüllt alle Erwartungen. Und die Solarpaneele produzieren genug Strom, damit das Klärwerk auch in Zukunft energieautark laufen kann. Dass Nadine Scheiers Solarpaneele so gut funktionieren und sie damit die EU-Richtlinie erfüllen kann, davon haben auch andere Betriebsleiter gehört. Alle wollen wissen, Mensch, wie können wir das auch bei uns realisieren? Wie ist der Genehmigungsprozess dafür? Brauche ich eine Baugenehmigung? Was uns dann auch sehr überrascht hat, dass auch internationales Publikum uns kontaktiert hat und wir sogar eine mongolische Delegation mal im letzten Sommer empfangen durften. Die gute Nachricht: Solche Solarpaneele könnten auch viele der über 70.000 Kläranlagen in der EU mit Strom versorgen. Passt dazu nicht das Sprichwort: aus Scheiße Gold machen?